Und überall haben die herrlichsten Blumen blüht. Da ist im Kaufmann der Wunsch von seiner jüngsten Tochter Belle in den Sinn gekommen. Und er ist in den Schlossgarten gegangen und hat die allerschönste Rose für sie abgebrochen. Da aber hat's auf einmal hinter ihm furchtbar knurrt, wie von einem gewaltigen Raubtier. Und wo er sich umdrüllt hat, ist hinter ihm ein Biest gestanden. Das schrecklichste Ungeheuer, wo man sich nur vorstellen kann. Es hat zwar Kleider angehabt, wie ein Mensch, aber sonst hat es ausgesehen wie ein wildes, böses Tier. Statt Hände und Füße hat es mächtige Tatzen mit Krallen dran und am ganzen Körper ein struppiges, dunkles Fell. «Undankbarer Wurm!» hat das Tier mit furchtbarer Stimme gesagt. «Ich habe dich gerettet und in meinem Schloss aufgenommen und zum Dank stillst du mir meine Rose. Das musst du mit deinem Leben zahlen.» Der Kaufmann ist auf die Knie gefallen und hat um Gnade gebettelt und hat gesagt, er habe doch die Rose nur für seine jüngste Tochter genommen. Da hat das Ungeheuer gesagt, es lasse den Kaufmann gehen, wenn dafür eine von seinen Töchtern aufs Schloss komme. Wenn aber keine kommen, dann müsse der Kaufmann in 3 Monaten selber zurückkommen und sterben. Der Kaufmann hat sich sofort auf den Heimweg gemacht. Er hat sich von seinen Töchtern ein letztes Mal verabschieden und sie noch einmal in die Arme nehmen und dann selber zurückgehen ins Schloss. Er hat nämlich keine von seinen 3 Töchtern dem Tier überlassen. Daheim hat er seinen Kindern die ganze Geschichte erzählt. Da haben die beiden älteren Schwestern angefangen zu schreien und zu schimpfen und haben gesagt, die Belle sei wegen ihrem Wunsch ganz alleine schuld an dem Unglück. Das hat die Jüngste ganz traurig gemacht und sie hat beschlossen, sie gehe zu dem Ungeheuer und so den Vater retten. Und obwohl der Vater gar nicht einverstanden war, hat sie sich noch am gleichen Abend auf den Weg gemacht zu dem Schloss im Wald. Wo die Belle das Ungeheuer das erste Mal gesehen hat, ist sie so fest verschrocken, dass sie gerade angefangen zu zittern hat. Aber das Tier hat ganz freundlich zu ihr geredet, ist richtig nett und höflich gsi und hat Belle in ein vornehmes und prachtvolles Zimmer im Schloss geführt, wo sie von jetzt an wohnen soll. Jeden Abend ist das Biest zu der Belle gekommen und hat mit ihr zu Nacht gegessen.